Wir sind zu Gast im Sächsischen Landtag und an meiner Seite ist nach wie vor der Bundestagsabgeordnete und Generalsekretär der CDU. Herr Kretschmer, seit einigen Monaten regieren Sie gemeinsam mit den Sozialdemokraten. Wie läuft's denn so? Ich glaube, wir haben in den Koalitionsverhandlungen im vergangenen Jahr sehr intensiv und sehr im Detail verhandelt und deswegen jetzt eine gute Grundlage. Wir wissen, was wir gemeinsam wollen. Wir wissen, wo auch Kompromisslinien sind, die wir in der Politik immer wieder brauchen. Und von daher ist diese Regierung, denke ich, gut in die Arbeit gekommen. Und das Jahr 2015 wird ein sehr arbeitsreiches, aber ich bin guter Dinge. Ihr bisheriger Koalitionspartner, die FDP, ist ja quasi im Nirvana verschwunden. Weinen Sie den Liberalen eine Träne nach? Ich finde es schade, dass sie sich so aus dem politischen System verabschiedet haben. Ich kann wenig dagegen tun, weil das eine Aufgabe ist, die diese Partei alleine klären muss. Aber gut ist es mit Sicherheit nicht. Und wenn es gelingt, jetzt mit neuer Kraft zurückzukommen, wäre das mit Sicherheit auch für das politische System in der Bundesrepublik Deutschland gut. Mit Magenta im Logo kürzlich vorgestellt, wird sicherlich etwas werden. Sprechen wir ein ganz großes Thema dieser Tage an, das Thema Mindestlohn. In der Oberlausitz gibt es viele Leute, die vor den Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohnes große Ängste haben. Ja, ich bin wahrscheinlich einer derjenigen, der in den vergangenen Jahren am meisten dagegen argumentiert hat, mit tiefer Überzeugung, dass es natürlich richtig ist auf der einen Seite, dass jeder von dem, was er arbeitet, auch anständig leben muss. Aber wir wissen, dass wir aus einer Situation kommen, wo viele Unternehmen einfach im Konkurrenzkampf sind und das häufiger auch über den Preis machen mussten. Und das, glaube ich, fällt niemandem leicht, seine Mitarbeiter weniger gut zu bezahlen. Aber wenn die Konsequenz darin besteht, dass der Betrieb nicht mehr existieren kann, die Mitarbeiter keine Arbeit mehr haben, dann ist das mit Sicherheit nicht die richtige Lösung. Und so haben wir, auch ich, in diesen Koalitionsverhandlungen vor einem Jahr mit der SPD sehr hart diskutiert, auch sehr lautstark. Am Ende konnten wir uns nicht durchsetzen. Ich sehe schon die Konsequenzen und wir sind auch sehr bemüht, als Union in Gesprächen mit den Unternehmen zu versuchen, diese negativen Auswirkungen zu mildern. Denn ich sehe schon, dass an der einen oder anderen Stelle die Leute sich freuen, dass sie jetzt mehr verdienen, aber ich sehe auch Preissteigerungen und ich sehe, dass einige aufgeben mussten. Das ist die bittere Seite dieses politischen Eingriffs, dieses staatlichen Eingriffs in die Lohnfindung. Dazu kommt dann noch der demografische Wandel, wobei wir bei einem anderen Thema gleich angelangt sind. Das Thema Unternehmensnachfolge wird ja in diesen Tagen auch heftig diskutiert. Was kann es da für Hilfen geben? Wir sind in Gesprächen mit den Kammern, IHK, Handwerkskammern, dass die Beratung weiter auf so einem hohen Niveau bleibt. Da gibt es sehr gute Angebote. Wir haben auch bei der Sächsischen Aufbaubank Förderprogramme, Mikrodarlehen wollen wir wieder versuchen, dass wir in kleinen Beträgen helfen. Am Ende ist es immer so, wenn ein Betrieb sich rechnet, am Ende eine nicht schwarze Null, sondern ein anständiges Betriebsergebnis steht, wird sich auch jemand finden, der weitermacht. Es gibt auch viele junge Leute, die wieder zurückkommen aus den alten Bundesländern. Ich sehe die Situation durchaus positiv. Wir haben eine gute wirtschaftliche Entwicklung. Wir haben eine niedrige Arbeitslosigkeit wie noch nie. Aber wir müssen am Ball bleiben und die Konkurrenz auch aus dem Osten ist stark. Eine Frage eines Facebook-Nutzers habe ich noch für Sie und das ist Carsten Tenzer. Er spricht die Problematik der Taxifahrer in Görlitz an. Er sagt, sie würden sich ja nun schon seit 4 Jahren darum mühen. Aber wie weit sind denn diese Bemühungen fortgeschritten? Es geht ja wohl im Hintergrund darum, dass ein deutscher Taxifahrer nicht nach Polen fahren darf, ohne mit ganz komplizierten Steuerrichtlinien konfrontiert zu werden. Wir haben erstmal eine ganze Weile gebraucht, um zu verstehen, was das Problem ist, weil die polnische Seite uns immer gesagt hat, natürlich dürfen ihre Taxifahrer zu uns fahren, das ist überhaupt keine Frage. Wir haben doch eine Freizügigkeit in der Europäischen Union. Und wir haben dann am Ende gelernt, dass das Vertrauen des polnischen Staats in die eigenen Bürger und in die eigenen Unternehmen doch etwas anders ausgeprägt ist als bei uns. Und deswegen müssen polnische Taxifahrer sich stark registrieren. Sie müssen ihre Kassen anders registrieren als bei uns, damit vermutlich der Anteil der Schwarzarbeit begrenzt bleibt. So interpretiere ich das jetzt mal. Und dagegen werden wir so schnell nichts tun können. Die polnische Seite verlangt eine Registrierung, sie verlangt ein spezielles Kassensystem, das Deutsche sofort benutzen können. Aber natürlich ist es immer ein Nachteil, wenn man nur wenige Fahrten oder eine im Monat hat
Von daher müssen wir dranbleiben. Ich denke, es wird sich auch in Polen langfristig ein anderes Klima einstellen, von dem wir dann profitieren. Zurzeit ist das ärgerlich, weil die Fahrten, die dann wirklich attraktiv sind, wenn in Görlitz mal ein Zug ausfällt und die Leute mal nach Breslau fahren wollen, dann ist das wirklich ein gutes Geschäft. Und gerade dann haben die deutschen Taxifahrer eine Sorge, ob sie diesen Auftrag annehmen sollten oder nicht. Wir haben das Thema schon erkannt. Auf der anderen Seite ist es schwer, der polnischen Regierung zu sagen, sie solle doch jetzt mal endlich ihren eigenen Staatsbürgern mehr vertrauen und zu einem einfacheren, unbürokratischen System kommen, auch für die, damit das für uns ein Vorteil ist. Also es ist nicht ganz einfach. Also können Sie Herrn Tenzer erstmal keine Hoffnung machen, so klingt das zumindest. Wir sind da dran. Es ist, glaube ich, in der Tat jetzt keine gewollte Diskriminierung gegenüber den Deutschen. Das sah am Anfang so aus, würde ich jetzt nicht mehr so einfach so unterschreiben. Besser wäre, man könnte so vertrauensvoll miteinander umgehen, wie wir das in Deutschland mit unseren Unternehmern tun. Ganz zum Schluss, wir schauen auf das Jahr 2015. Ich bin Ihre gute Fee, Sie haben 3 Wünsche frei. Ach, ich wünsche mir da nicht so viel, sondern ich möchte, dass wir mit ehrlicher Arbeit dafür sorgen, dass Unternehmer ihren Lohn bekommen, dass Mitarbeiter auch Lohnerhöhungen bekommen, dass wir bei dem schwierigen Thema Flüchtlinge und Asyl zu einem gesellschaftlichen Konsens kommen, dass wir mehr miteinander reden und uns auch wieder vertrauen, dann ist, glaube ich, viel gewonnen. Herr Kretschmann, dann bedanke ich mich für das Interview, wünsche Ihnen für das kommende Jahr Mut und Gelassenheit gleichermaßen. Wir sind am Ende unseres Magazins. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder, wenn Sie denn mögen, am 30. Januar. Bis dahin kommen Sie gut in das neue Jahr.